Am engem Experiment vun Haut gehtt den CO2. Ja, das ist der Gas, der für den Klimawandel verantwortlich ist. An ein paar spannenden Experimenter weisen ich, wie der Zerreneffekt entsteht, an was den CO2 sonst noch so alles an der Natur mischt. Ja, an der Luft, die ich hier am Gesicht geblasen kriege, sind gerade mal 0,042% CO2 dran. Wenn ihr das an Reiskern ausstreckt, haben wir 100.000 Reiskern, und davon sind da just 42 luftdeliger dann den CO2. Das ist ja gut nicht. Ja, aber allerdings sind an so einem Küb Luft enorm viel der luftdeliger dran. Und das Teil ist die ungefähr Zahl von CO2, den an diesem Küb dran ist. Das hält ja gar nicht mehr ab. Das sind 110 Trillionen. Aber bei Stickstoff und bei Sauerstoff sind es sogar noch 3 bis 4 Nullen mehr. Mehr den CO2 die kann aber etwas, was die dorten zwei nicht können. Den CO2 kann Hitzstrahlung speichern. Man kann sich ähnlich vorstellen wie Steine an einem Pizzaofen. Die gehen nämlich durch die Hitze warm und können dann nur das Hitze aufgehen. Du schwätzt mal also vom Zerreneffekt. Genau, aber wie den funktioniert, erkläre ich euch noch. Die Sonne die schenkt op der Erde und dabei erwärmt sie sich. Und das Hitze geht in Form von Infrarotstrahlung frei. Und diese Strahlung kann ich mit dieser Spezialkamera sichtbar machen. Und das ist auch die Strahlung, die vom CO2 zurückgehalten wird. Die Sonnenstrahlung allein geht aber nicht durch und gibt als Erde auf einem Mittelwert von ungefähr minus 18 Grad halten. Und dafür ist es gut, dass wir die Zerregasen wie den CO2 haben. Moment, das heißt, es gibt noch mehr der Gase wie den CO2. Genau, sobald ein Molekül aus zwei verschiedenen Atomen besteht, kann sie Infrarotstrahlung aufhängen. Und dann haben wir zum Beispiel noch den Methan an der Luft, das ist den Pupgas von der Kei. Und dann haben wir den Lachgas, den finden wir an der Schlagsahne, der wird aber hauptsächlich an der Landwirtschaft produziert. Und den Hauptzerregas, den wir an der Luft tun, das ist den Hai. Das ist den H2O. Das ist der Wasserdampf. Aber für was schwätzen immer nur vom CO2 und nicht vom Wasser? Das ist, weil den CO2 beim Zerreneffekt, der vom Mensch zusätzlich gemacht ist, die größte Rolle spielt. Wir Menschen haben an den letzten 100 Jahren enorm viel fossile Brennstoffe verbrannt, wie zum Beispiel der Benzin. Allein 1/3 ist auf Verbrennung von fossilen Energieträgern zurückzuführen. Ah, ich verstehe, für was den Alarm geht. Ja, und das Grafik, die weist die Konzentration vom CO2 an der Luft über die letzten 800.000 Jahre. Und das reicht an den letzten 100 Jahren, wo das CO2-Konzentration massiv geklommen ist. Was ist dann darunter so schlimm? Das ist eine ruckartige Veränderung. An der Natur passieren so Veränderungen normalerweise über Millionen von Jahren und dann haben Tiere und Pflanzen genug Zeit, für sich zu adaptieren. Aber bei so einem Ausstieg kann es sein, dass die Natur überreagiert. Aber wir haben aber Chance. Das ist lange nicht den ganzen CO2, den wir produzieren, der noch an der Luft bleibt. Aber wir kennen es von der Sprudelmaschine. Das ist auch CO2, den wir an das Wasser drücken. Und dasselbe das passiert auf der Erde. 1/3 vom produzierten CO2 den verschwindet an den Meeren. Wird mir dann auch sprudelig mit der Zeit? Nein, so weit geht es nicht. Aber den CO2 den mischt aber eine chemische Reaktion am Wasser. Und das kann ich euch weisen mit diesem Wasser, das ich mit Hilfe von einem Indikator gefärbt habe. Aber für was ist den Indikator da gut? Abgepasst? Oh, hoi, Farbe verschwindet. Ja, das Wasser wird sauer. Es entsteht ja Kohlensäure. Und das Säure die senkt den Carbonatgehalt am Meer. Ein Carbonat das ist ein Salz, was Meerestiere wie zum Beispiel Korallen oder Muscheln brauchen, für ihre Schulen aufzubauen. Am Extremfall kann sogar vorkommen, dass die Schulen sich ablesen. Oh nee, mein gut Mullen. Keine Angst, also so sehr geht das auch nicht, das heißt als Salzsäure. Aber das Ganze geht aber noch ein bisschen mehr kompliziert.
Dadurch, dass es mir warm geht auf der Erde, geht auch mir mir warm. Auf warmem Wasser wie Hai lesen sich hier zum Beispiel Salzer viel besser ab wie kalem. Aber bei den Gasen ist das umgedreht. CO2 zum Beispiel lässt sich viel mehr gut auf warmem Wasser wie kalem. Aber was das bedeutet, das weiß ich am letzten Experiment. Und dafür brauche ich das Kamellenhai. An der Kohlehai ist ganz viel Kohlensäure, das heißt viel CO2-Gas gelöst. Und mit der Mentos kann in den CO2 auf EQ alle rausholen. Pass gut auf. Boah, Joseph, dat kann nicht mat filmi heftige Reaktionen. Ja, das war, weil ich für diesen Versuch Kalkola geholt habe. Aber wie ich schon so tun, Kalkola hält den CO2 relativ fest. Und wir machen denselben Versuch nach einem mit warmer Cola. Und 3, 2, 1. Wuhu! Ah, dat gefällt mir schon viel besser. Me wat techt dat dann lo für als Klima? Wenn wir an mir warm gehen, dann lässt sich mehr CO2 an mir, dann ist mehr CO2 an der Luft, da geht es mehr warm, dadurch geht mir auch mehr warm, dadurch lässt sich mehr CO2 an mir, da geht es an die Luft, dadurch schon mal mehr Treibhauseffekt, da geht es mehr warm. Okay, mir verstanden, dass es den Teufelskreis ist. Ja, was der Orlo gemerkt hat, dass die Reaktion viel mehr heftig war. Und so ist das auch an der Natur. Das ist, wenn es warm ist, da geht aus einem kleinen Sturm ein bisschen mehr ein starker Sturm. Aber wenn wir fahren mit der CO2-Produktion wie viel tun, dann gehen diese Reaktionen immer mehr schwierig zu kontrollieren. Und ich probiere lo, ob man diese Reaktion am Warmen überhaupt noch kontrolliert kriegt. Kannst du eine Flasche warm Cola kriegen, wenn es schläft? Okay. That. Go! Zu spät.